Herzlich willkommen zueinander, zu einer neuen Folge GTA Online. Ich zeige euch heute 1, 2 Rennen und auch meine Autos und mein Haus. Wenn es euch gefällt, dann lasst ein Like da und einen Kommentar, wenn ihr weiterhin sehen wollt. GTA gesehen wollt, wie wir vielleicht mal ein Scheissdreck machen, die Leute ein bisschen in Rage bringen, das wäre natürlich auch etwas, was wir könnten machen. Wir spielen aber erstmal 2 Runden Stunt-Schluchtengänge und zwar nicht mit meinem T20, sondern mit meinem Lieblingsauto von meinem Vater. Ist der? Das weiß ich gar nicht. Nein, da bin ich vorher gefahren. Da mit dem Tyrus. Der ändert sich ja mal einen Ferrari F40 meiner Meinung nach. Und deswegen fahre ich den auch. Und zwar, also nur die zwei, in dem Fall schwarz. Und natürlich der marineblaue Rennanzug mit dem Stronzo drauf. So, und los geht's in die erste Runde. Ich hoffe, die Folge von gestern hat euch gefallen. Und jetzt sind wir nicht mehr in der Stadt, wir sind wieder in den Bergen. Und das Update gefällt mir immer noch, bis die ganze Zeit schon suchen. Sogar mehr als Rocket League und FIFA. Obwohl FIFA, muss ich wirklich sagen, ich hätte Bock viel mehr zu machen. Ach du Scheiße. Ja, ja, alles klar. Ich bin schon Letzter. Ja. Ach du Scheiße, das ist der Nachteil. Jetzt spielt. Oh, ja. Jetzt habe ich den geholfen. Kannst du ruhig Danke sagen, du Arschloch. Jedenfalls ist es so, dass wir jetzt im Moment einfach alle das Hype und ich wirklich vorher, ich habe eine Runde aufgemacht, weil ich Bock habe auf ein Rennen. Es ist keine 2 Minuten gegangen und die Lobby ist voll gewesen. Wir gehen links. Das sind auch etwas von den neuen Sachen, man kann richtig entscheiden und rechts ist nie, sind alle gegangen und links niemand, okay. Und jetzt holen wir uns auf, schon 6 Platz wieder vor. Oh, jetzt brennt. So ein Arsch. Er hat mich auf der Seite gesehen, müsste nur abbremsen. Ich bin auf die Seite gegangen, ich habe ihn nicht zugemacht. Jetzt sind wir schon wieder 11. Und da schläft einer. Ich kann ihn überholen versuchen und dann geht über sliden. Oh, und jetzt sind wir schon 9. Ist gut. 2 Plätze schon gemacht. 8. Jetzt da über jumpen, nicht zu weit. Ah, gut. Und jetzt geht es als 7. in die Reihe. Mit der Sirene. Hinter uns. Oh, ganz viele Leute. Das ist nicht gut. Dann haben wir natürlich die Seite. Da natürlich schauen, dass wir nicht Ding mitnehmen. Der andere haut es da über. Da echt schön sliden. Dann geht das eigentlich noch super da, einfach gerade raus. Oh nein, nein, jetzt bin ich auf die Seite. Oh. Und das sieht gar nicht gut aus. Ah doch, das sieht gut, super gut aus, super, weiter geht's. Weiter geht's und hinter uns ist die Hölle los. Geht weiter auf die Seite jumpen. So, geht's weiter und jetzt aus der Röhre raus und wir landen ein bisschen schräg. Nein. Ah, schön, aber rausgekommen und jetzt andere wieder was überholen. Ich kann sich ab, damit er nicht versucht mich... Jetzt kommen jetzt immer 8, aber ich kann... Oh, scheiße, hat den Windschatten abgestellt. Wenn jetzt das jetzt auffällt, dann... Nein, 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 nein! Du Hurensohn, versuch... Ich bin so nah zu den Leuten, noch keine... Jump niemand raus und da kommt dann einer sogenannte Fixer und denkt, jetzt schmeiß ich den mal raus. Oh, jetzt geht es durch den Tunnel durch. Und dann Jump on the end of the map. Nein, aber das sieht schon richtig nach der, wow, richtig gerade sogar, aber dann wahrscheinlich auch da jetzt eine ganz breite Fläche, jetzt gehen wir ein bisschen über. Dann kann ich den Jump Booster mitnehmen da, das macht der andere auch nicht. Aber ich nehme ganz mit, ich nehme noch ganz seitlich mit. Jetzt noch beschleunigen. Bremsen. Oh, da habe ich schön gemacht, perfekt. Nicht an den Rand hier und der andere bremst jetzt auch davor, da müssen wir aber nicht bremsen. Nein, jetzt habe ich den Boost verpasst. Aber schau mal, er hat den Boost bekommen. Schau, wie das Arschloch versucht mit raus zu rampen. Und jetzt da, das hast du davon. Das ist aus der Map, das hat er jetzt davon. Nein, jetzt ist mir... Das Opfer hat es jetzt davon. Er hat gerade probiert, mich rauszuziehen, jetzt gehen wir mal rechts durch. Das Opfer hat mich gerade versucht rauszuschmeißen und der bekommt gerade die Rechnung. Oh, jetzt bin ich wieder ein bisschen schräg, jetzt echt nicht. Oh, schön Rückhalt, genau so. Jetzt rechts-links-Kombo, rechts-links. Weiter geht's.
Schon hinter dem 9. Oh, die ersten fahren dort schon zurück, wenn ihr auf der Map seht. Das ist krass. Ich lasse jetzt mal sicher, das Video wird ein bisschen länger gehen, aber was ich sicher mache in diesem Video ist so, dass ich das Rennen uncut lasse, das heisst ohne Schnitt, ganz durchlaufen lasse. Wenn ihr wollt, vielleicht, dass ich weiter machen mit GTA spielen, dann schreibt es mir vielleicht in die Kommentare, dass ich eben, ob es so gut ist, uncut oder eben mit Cut, da gerade bleiben. Schön gerade bleiben. Schön das Auto gerade behalten und jetzt sofort in die Röhre und weiter geht's. Eben, ob wir halt da sollten. Oh, wir sind 9. Gut, ein Platz näher. Eben, ob wir sollten halt gerade da bleiben, ohne Cut oder eben mit Cut, dass ich nur die coolsten Dinge raushauen, eben, weil ich zum Beispiel das andere rausgehauen habe und so. Oder vielleicht, wenn ich ein paar andere Leute finde, dass wir so funny Moments machen, und dann nehme ich so mit 2, 3 Leuten so eben 2 Stunden auf und dann eben die lustigsten Szenen nehme ich raus. Aber im Moment habe ich einfach das Problem, dass ich nicht weiss, oh, das ist im Tunnel drinnen bleiben 8. Davor sind ich 7. Oh, aber davor sind schon ein paar. Und es sind erst 2 drinnen, was? Schnell. Da sind noch ein paar, ich habe es gesehen. Nein. Ei. Das Bus bringt genau. Ah, doch, bringt ein bisschen etwas, aber nicht viel. Aber wir sind 8 und damit bin ich fertig zufrieden. Wenn ihr eben das Rennen uncut gesehen habt, dann schreibt es in die Kommentare oder mit Cut, je nachdem wie ihr es wollt sehen. Wir sehen uns wieder in meiner Garage. Da sind wir kurz zurück, nicht in der Garage, noch nicht, ich fahre jetzt gerade hier, aber da sehen wir vielleicht mal die neuen Autos, die recht teuer sind. 2,5, 1,9 Millionen, 1,59 Millionen, 2,7 Millionen, da geht noch mit 600'000, oder? Sind alle Autos, glaube untuned, glaube nein, das sind die anderen, die Pfister und so. Hey, das ist eine teure Sache. Das sind die vom Teil vom Executors and Our Criminals. Wahldienstag. Zum Beispiel, eben, es gibt immer wieder neue Autos. Das letzte Mal, als ich gegamed habe, ist das Auto oder Tour 20. Ich glaube, da hat es etwas Neues. Rarestock weiß ich jetzt gar nicht. Ah doch. Cargo Bob und Jetsamp Cargo Bob. Oh, das kann ich gar nicht. Limousine mit dem Querschützer dran. Okay. Dann da hat es glaube neue Autos sogar. Die 40 und Jetsamp. Ach du Scheiße, gibt's ein 8? Ah, Lösler. Wie sieht der aus? Atomic oder Sprunk? Nice. Alter, ich könnte ich mir sogar noch holen. Okay. Ja, das sind die Autos, die man kaufen kann. Und jetzt fahren wir gerade zurück, wir sehen uns, ich fahre jetzt gerade mit dem Biff zu einer Garage, wo mir gehört, und dann fahren wir zum Haus, weil der muss ich umparkieren, wir sehen uns also bis nachher. So sind wir da wäre eigentlich der Biff da eben drinnen, das ist, das sehen wir gar nicht, da gehen wir schnell raus. Aber da tue ich umparkieren, damit ich wirklich alle Autos nur in einer Garage habe. Die Garage ist eigentlich die unterste, die beim Hafen ist. Also nicht direkt beim Hafen, aber da unten, wie gerade gesagt, und mein Haus ist sonst da oben und da fahren wir jetzt hin. Wir sehen das, wenn wir dort sind. So, und das sind die letzten paar Meter da zum Haus hoch. Da seht ihr, ich wohne in den Hills oben. Das ist eigentlich gerade, wo die... Oh fuck, wo das Update rausgekommen ist mit den Hills, habe ich es mir geholt. So, das orangige Teil da. Das ist das Haus, was mir gehört. Da sehen wir da oben noch das Zeug. Oh, der Räuber würde jetzt so gerne umbringen, wie links unten gesagt 10.000 ist halt schon viel. Aber wir gehen jetzt mal hier mit dem Auto und das speichere ich gerade da oben ab. Zu den anderen Autos, wo ich euch schon bei der letzten Folge gezeigt habe. Da gehen wir ins Haus hier. Leider hat es da keinen Eingang wie bei den anderen. Da muss man außen rum, zum ins Haus hier zu kommen. Das andere muss ich da runter. Und da oben. Und da sind wir im Haus drin. Das ist jetzt kann ich nicht.
Ohne Schlüssel geht man einfach da rein. In der Holzfassade, das ist das Schöne, was ich mir geholt habe, aber die Garage passt einfach gar nicht dazu, meiner Meinung nach. Ich zeige euch den Haus und dann beenden wir die Folge. Also, das ist die Küche da. Da kann man Wein trinken, Whisky kann man da vorne trinken irgendwo. Das ist der Essbereich mit dem kleinen Feuer da unten. Dann der riesen Fernseher mit dem Sofa, mit der Bank. Whisky steht da unten. Leider kann man da nicht raus, aber sonst hat man noch coole Sicht. Ja, ich bin eigentlich eher ein Typ, der eine Strandsicht will haben, aber das Haus ist einfach perfekt im sogenannten fast in der Mitte. Dann geht es hier runter. Da hat so eine Wasserwand, wo da Wasser runterläuft. Da geht es aber im mittleren Stock, das heisst im zweiten Stock so gesagt. Und da ist das Schlafzimmer mit dem Ankleidezimmer. Natürlich noch Herrensachen da. Und das Bad. Das sieht dann so aus. Auch mit einer tropfenden Bad und geile Badwanne. Und die Dusche ist auch geil. Und dann gehen wir da wieder raus. Und dann zeige ich euch noch das Büro. Sprinten wir durchs Haus. Oh, jetzt muss ich da runter. Und die Wand geht da oben noch weiter. Das ist ganz bis da oben. Und du musst jetzt schauen, dass da der Job. Das ist so ein wie Wartezimmer, also ein Leseecke. Und da geht es dann weiter ins Büro. Und da geht es wieder mit den Human Labs. Sogenannter Raubenbefall, aber da bin ich noch nicht so weit. Also ich würde mal sagen, da beende ich die Folge, die zweite Folge von Grand Theft Auto Online 2, Folge 2. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da, dann sehe ich auch, ob es euch wirklich gefallen hat und ob ihr mehr davon wollt. Mir hat sicher Bock, ich könnte auch mit euch ein paar Zuschauer so ein Livestream machen, zum Beispiel von 2 Stunden an einem gewissen Tag aus, ich schaffe dann die nicht. Und da könnten wir zusammen was machen, schreibt in den Kommentaren, wenn ihr das auch wollt, mal zum Beispiel sogenannten Abonnenten-Livestream mit euch zusammen. Dann schreibt sie mir in die Kommentare. Wir sehen uns also beim nächsten Mal zu einer nächsten neuen Folge von vielleicht FIFA, Rocket League oder GTA Online. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao zusammen.